CSU, dass es die größte Katastrophe wäre, wenn nach einem Regierungswechsel die Reformen rückgängig gemacht würden. Ja, was heißt denn das? Wollen Sie ein Europa, ein Euro mit immer mehr Kürzungen des Rentenniveaus? Wollen Sie ein Europa mit immer mehr Zuzahlungen für Kranke bei Medikamenten und bei ärztlichen Behandlungen? Das waren doch Ihre Reformen. Und wollen Sie ein Europa, in dem 10% der Bevölkerung immer reicher werden und andere immer mehr drauf müssen? Das ist das Ziel Ihrer Politik und ich finde, diese Reform müssen uns gemacht werden. Was hat denn die Steigerung des privaten Vermögens bei 10% der Bevölkerung um 2000 Milliarden Mark, das muss man sich mal überlegen, in 6 Jahren? Was hat es denn der Wirtschaft gebracht? Welche Investitionen sind denn davon getätigt worden? Welche Arbeitsplätze wurden denn geschaffen? Weder im Osten noch im Westen hat so etwas stattgefunden. Der wachsende Reichtum hat nur zu noch mehr Arbeitslosen geführt. Deshalb ist das der falsche Weg nach Europa. Die Demokratiefrage hängt übrigens auch zusammen, dass ja Finanz- und Geldpolitik sein wird. Die wird abgegeben an die Europäische Zentralbank. Sie wird damit anonym. Und damit wird erreicht, dass sich die Regierungen auf eine Bank herausreden können und erklären können, dass sie keine politischen Spielräume haben, weil die